Kennst du das auch? Du willst abmachen und du siehst in dem Terminkalender, du hast einfach keine Zeit. Und die Kollege, dem geht es genau gleich. Und es ist wirklich so, irgendwie Zeit ist das wertvollste Gut von unserer postmodernen Zeit. Und ich will wirklich sagen, Zeit hat man nicht. Die nimmt man sich. Auch bei Jesus sehen wir, das Erste, was er gemacht hat am Morgen, ist aufgestanden und hat zuerst mal Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort ein bisschen den Tag besprochen haben, was so wird passieren. Und dann hat er vorwärts gehen. Aber oftmals ist es doch so, dass wir uns Zeit nehmen, aber für nicht wichtige und nicht dringende Sachen. Für unser Handy, für Inspiration, für YouTube, Facebook, Insta. Und jetzt rede ich zu dir und du bist dich auch gerade am Inspirieren lassen von mir. Aber hey, ich möchte dir sagen, als ein Worship-Leiter, meine Inspiration kommt aus diesem Buch raus, aus der Bibel. Und ich brauche die Inspiration von Gott. Und bei mir war es nicht so, dass ich jetzt zack auf einmal ein Bibelleser geworden bin. Sondern das hat mit der Zeit angefangen. Ich brauche meine Inspiration, genauso wie es in Römer 1,20 steht. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Hey, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er ist wahre Inspiration. Und aus Dankbarkeit heraus, dass er mich gerettet hat, möchte ich das Buch mehr und mehr lesen und mehr verstehen. Ja, aber das ist doch so schwierig. Du sagst vielleicht, Fabe, ich will doch mehr Bibel lesen, ich will doch mehr beten, aber es ist so ein Druck. Hey, aber Beziehung ist nie Druck, es ist immer freiwillig. Bei mir hat es so angefangen, dass ich einen Vers pro Tag gelesen habe. Der Tagesvers. Und mit der Zeit hat sich das gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und momentan bin ich bei 4 Kapiteln pro Tag. Ich weiss, das ist nicht die Menge. Ich weiss auch, dass ein Freund von mir die Bibel 12 Mal im Jahr durchliest. Aber mit 4 Kapiteln komme ich schon einmal pro Jahr durch die ganze Bibel durch. Und genau das Gleiche ist beim Beten. Es hat beim Gebet am Abend angefangen und es ist weitergegangen. Und momentan habe ich festgestellt, dass ich 15 Minuten pro Tag mir bewusst Zeit rausnehme, für ein spezifisches Thema zu beten, aber auch sonst immer mit Jesus zusammen einfach reden und Beziehung mit ihm pflegen. Und eben Beziehung ist freiwillig. Und nochmal, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Gott wartet darauf, um mit dir Zeit zu verbringen, weil er ist der Erschaffer der Zeit. Darum möchte ich dich einfach ermutigen, hey, nimm dir Zeit und lerne mehr über den Jesus, der dich gerettet hat. Verbring mehr Zeit mit ihm, dann er ist es wert.